Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kennenlernen und ihm begegnen kannst. Herzlich willkommen. Ja, wer tut gerne alles wandern? Wer ist so ein Wandervogel? Ja, Schweizer sind Leute, die wandern, sehr gut. Vielleicht hast du nicht so einen grossen Rucksack wie ich jetzt da dabei. Aber stell dir vor, du bist unterwegs am Wandern mit einem Kollegen, Kollegin oder so und du kommst an einer Weggabelung an, es geht links oder rechts und du sagst A, wir gehen nach links und sie sagt nach B, nach rechts. Ja, was machst du denn? Oder wenn du auf Augenhöhe bist, dann fängst du an zu diskutieren, lamentieren. Der Gescheiter gibt nach, du musst irgendwie irgendeine Entscheidung fällen. Am besten ist, wenn du eine dritte Person hast, damit dann kannst du eine Entscheidung fällen. Ganz klar ist es, wenn du einen Bergführer dabei hast. Dann folgst du dem Bergführer, weil du weißt, er kennt das Gebiet, er weiß, wo man durchlaufen muss, er weiß, was sicher ist und was nicht sicher ist. Du weißt, er ist der Experte in dem Ganzen. Und meine Frage ist an dich heute Morgen, was ist dir sympathischer? Nachlaufen oder selber bestimmen? Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht. Es gibt ja manchmal die so Reiseführer sind, oder so mit einem Fähnchen, und dann sagen wir nachlaufen. In dem Fall, wenn der Reiseführer in die Richtung läuft, dann laufe ich sicher bestimmt in die Richtung. Ich weiss nicht, wem geht es auch so, er sagt, hey, wenn der Reiseführer sagt so, dann gehe ich so. Oder das bin ich. Vielleicht ist das bei dir auch so. Und das ist ja eine Frage, wer hat das Sagen? Und die Frage, die gilt nicht nur fürs Wandern, sondern es ist auch eine Grundfrage vom Leben. Und es ist eine Grundfrage, wer hat das Sagen, wo Jesus auch im Gleichnis stellt. Und zwar ist es sehr ein kurzes Gleichnis, aber sehr ein herausforderndes Gleichnis. Wir lesen das in Lukas 6, 46 bis 49. Und dort steht, vielleicht hast du es auch schon gehört, auch schon gelesen, da sagt Jesus, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn dann die Flut kommt, stürzt das Haus ein und es bleibt nichts als einen Trümmerhaufen. Soweit, was die Bibel sagt. Zwei Häuser, ein entscheidender Unterschied. Und im Gleichnis bauen zwei Menschen ein Haus. Sie bauen es absolut gleich, oder? Hat es Fenster, Türen, Schornstein, einen Backofen, einen Steamer, alles gleich. Und sie bauen es wirklich mit solidem Material, mit dem gleichen Material, mit allen Regeln von der Baukunst nach Schweizer Qualität, nach Schweizer SIA 118 Norm, wie es man so machen muss, wenn man ein Haus baut. Aber dann kommt der Sturm. Dann kommen die Wellen, dann schlagen sie gegen die Wand von dem Haus. Und nur ein Haus übersteht den Sturm. Eins steht und eins geht zusammen. In der Parallelstelle Matthäus 7, 27 heißt, und es fiel, eben das eine Haus, und sein Fall war groß. Totaler Kollaps. Totale Zerstörung. Nicht einfach ein bisschen ein Murriss oder so, sondern wirklich einfach eben. Das Haus ist komplett zusammengefallen. Und die Frage ist, was war der Unterschied gewesen? Und der Unterschied ist nicht die Qualität des Hauses gewesen. Der Unterschied ist nicht gewesen, wie sie es gebaut haben. Es ist nicht mal der Boden,
der Hausboden vom einen Haus, wo mit super gutem Beton gebaut worden ist, sondern der Unterschied ist, auf was das Haus gebaut worden ist. Ist es gebaut auf Stein, auf Fels oder ist es auf Sand gebaut? Das ist der einzige Unterschied. Und das Krasse ist, wenn es schön Wetter ist, wenn es gut läuft, dann siehst du nicht beim Haus, welches das einen Sturm übersteht. Es sieht genau gleich aus. Aber sobald der Sturm kommt, wird sichtbar, auf was ist das Haus gebaut. Fels oder Sand. Und Jesus erklärt selber, was der Felsen bedeutet. In Matthäus 7,24 heißt es: Jeder, der diese Worte meine hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und wer hört und nicht tut, baut auf Sand. Oder auf Fels verbunden sein heisst nicht einfach irgendwelche gute Gefühle im Lobpreis. Ich habe es super gefunden, die Band, die haben es super gemacht. Ich liebe es, Gott so anzubeten. Aber es hat nichts mit dem zu tun. Es hat nichts zu tun mit deinem Bibelwissen. Es hat nichts zu tun mit deinen Überzeugungen. Es hat nichts zu tun mit einem flauschi-wauschi Friedensgefühl, das du vielleicht irgendwo hast. Sondern auf Felsen bauen heisst, ich höre auf Jesus und ich tue den Willen von Jesus. Ich lebe es so, wie Jesus lebt. Das ist der Unterschied, das ist das Fundament, das trägt. Hören auf Jesus und das Handeln wie Jesus. Und die Frage, die ich dich heute Morgen möchte stellen, ist, auf welches Fundament baust du deine Lebensentscheidungen auf? Auf welchem Fundament baust du deine alltäglichen Entscheidungen auf? Wirklich. Nicht im Wissen, sondern wie du wirklich lebst. Jesus fragt, warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Das ist eigentlich nur eine gescheite Frage. Das eine sagen, das andere nicht tun. Und irgendwo ist es noch echt eine herausfordernde Frage. Es ist unbequem, die Frage. Und das ist so der dritte Punkt, den wir heute anschauen möchten. Herr sagen, ja und dann? Was ist denn die Reaktion darauf? Du hast vielleicht Ja gesagt zu Jesus. Jesus als Retter, als Helfer, als der in der Not da ist, als der heilt, als der am Kreuz für mich stellvertretend gestorben ist, damit der Himmel aufgeht, jetzt schon, aber auch in alle Ewigkeit hinein. Und das ist auch Jesus. Er ist Helfer und er ist Retter. Und er ist der, der uns ein neues Leben schenkt, das wir unverdient bekommen. Aber Jesus will nicht nur Helfer sein. Er will nicht nur Retter sein. Er will nicht nur Notnagel sein, sondern er will Herr sein. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal gehört hast, aber die Bibel sagt, Römer 10,9, bringt es sehr gut auf den Punkt, wo es heißt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das Jesus ist Herr, das ist nicht einfach ein Lippenbekenntnis. Das ist nicht einfach etwas, was man so fromm sagt. Sondern es ist eine Lebensentscheidung. Es ist eine Entscheidung, wo ich sage, bin ich Chef oder ist Gott der Chef? Jesus möchte nicht nur einfach Notnagel sein, er möchte nicht einfach nur Selektorautomat sein, wo du dein Gebet hier wirfst und dann kommt das Schokostängeli raus. Sondern er möchte Herr sein, er möchte Chef sein. Hast du das gewusst? Und das ist unbequem, das ist ungemütlich. Oder ich merke das bei mir rein. Das ist das, wo es oft happert. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Jesus als Retter? Ja, super. Als der mich tröstet? Ja, unbedingt. Als der mich erfüllt, wo mir Freude gibt, wo mir Frieden gibt? Ja, unbedingt.
Aber Jesus, wo Herr ist, wo Chef ist, wo es sagt, wo es durchgeht. Schau, es gibt 3 Möglichkeiten, wie du dein Leben mit Jesus gestalten kannst. Und Position 1 ist, dass du sagst, hey, Jesus und ich auf Augenhöhe, so wie die 2 Wanderer. Oder? Wenn wir in die gleiche Richtung gehen, wenn er das Gleiche sagt wie ich, wenn er meiner Meinung ist kein Problem. Aber wenn er sagt, hey, nein, ich habe einen anderen Willen, wie du sollst mit Menschen umgehen, die dich nicht so nett finden. Du sollst deine Feinde lieben. Oder? Dann fange ich an zu diskutieren und sage, ja, aber andere machen das auch so, die sind manchmal auch hässig und auch verrückt und sagen auch wüste Sachen. Und es gibt auch Christen im Fall, die nicht spenden, kein Geld spenden, und es gibt auch noch andere, die es so machen. Und dann fängst du an, irgendwo zu diskutieren. Und dann fängst du irgendwie an, so einen Mittelweg zu gehen. Also sagst, ja, Jesus, ja, du hast sicher ein paar gute Tipps, aber ich gehe so in den Mittelweg. Und das tönt irgendwie so modern. Aber das ist nicht Nachfolge. Weil letztlich, in dieser Position 1, bestimme ich, wo es durchgeht. Und bin ich Herr und nicht Jesus. Dann gibt es auch Position 2, wo du sagst, ich bin oben, so in der Entscheidungshierarchie, ich bin oben, und Jesus ist so die Reserveoption. Mein Leben, meine Regeln. Ich versuche, das Leben so zu gestalten, dass es mir entspricht, dass es gut kommt, dass ich es so kann leben, dass ich auf die Rechnung komme, dass ich all das kann leben und ausleben, was ich gerade möchte. Und wenn Jesus kommt und sagt, hey, aber es gibt im Fall noch eine andere Art, es gibt andere Gedanken, andere Werte, oder? Dann schiebe ich ihn so ein bisschen auf die Seite. Es ist alles gut, solange er nicht zu viel Raum einnimmt. Aber die alltäglichen Entscheidungen, die treffe ich selber. Dann gibt es Position 3, wo Jesus oben ist, wo er Herr ist in jedem Lebensbereich. Und da geht es nicht darum, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so wie ich es gern hätte, sondern dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch in jedem einzelnen Lebensbereich. In meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, im Umgang mit anderen Menschen, in meiner Ehe, wie ich mit meinem Kind umgehe, wie ich mit meinem Chef umgehe. Er darf Chef sein in jedem Lebensbereich, auch wenn es mir schwerfällt. Nicht ganz einfach. Aber das ist der Fels. Das ist der Fels, wo du dein Haus drauf baust, wo jeder Sturm übersteht. Das ist das, verbunden mit dem Fels. Nicht einfach nur sagen, Jesus ist Herr, sondern zu hören, was Jesus sagt und zu leben, wie Jesus gelebt hat. Meine Frage an dich ist, in welchem Lebensbereich, wenn du ganz ehrlich bist du in der Position 1 oder 2? Ich lasse euch noch ein bisschen denken. Das ist nicht einfach ein Wanderrucksack. Das ist ein bisschen mehr als das. Und vor einer Weile, also schon lange her eigentlich, habe ich angefangen, Gleitschirmfliegen. Und beim Gleitschirmfliegen gibt es ein paar ganz klare Flugregeln, wenn du in die Flugschule gehst. Und eins ist davon, du bist ja immer allein am Fliegen, du hast zwar dein Funkgerät dabei, aber du bist immer allein am Fliegen. Und eine klare Grundregel war, dass du genug hoch fliegst, sodass wenn du irgendwo einen Einklapper hast, also das heisst, wenn ein Teil vom Schirm einklappt wegen der Turbulenz, dass du genug Höhe hast, zum reagieren und dass du genau weisst, und das ist jetzt
sehr wichtig, vor allem in den Bergen, wo das Seil sind. Weil in den Bergen hat es überall Seil. Es hat Seilbahnen, Materialtransportbahnen, Starkstromleitungen, Telefonleitungen, es hat überall Seil. Und die sind zum Teil eingezeichnet, zum Teil auch nicht. Und zum Teil über das ganze Tal hineingespannt. Und in der Luft, wenn du fliegst, nehmen wir mal da den Helm raus, wenn du fliegst, dann nachher verschwindet die Seil mit dem Hintergrund. Du siehst die Seil nicht. Keine Chance. Und am Anfang nimmst du das ernst und sagst du, ja, der Fluglehrer hat wahrscheinlich recht, der hat irgendwo Expertise, der weiß, was er sagt. Und dann mit der Zeit, es ist so ein schleichender Prozess, wo du immer mehr so ein Selbstüberzeugung bekommst vom Fliegen, dass du weißt, wie es geht, so ein Confidence hast, oder? Und dann fliegst du vielleicht ein bisschen näher an den Untergrund, weil du willst ja irgendwo die Thermik austreiben, du willst ja wieder hochkommen. Oder du fliegst zum Teil in Gebiete hinein, wo man nicht unbedingt fliegen sollte. Und das ist mir so mal passiert. Ich war am Fliegen, super Aufwind gewesen. Ich bin ganz nahe am Untergrund geflogen, damit ich jedes Lüftchen, das noch hochgeht, erreichen tue. Und dann plötzlich vor mir sehe ich Seilbahnseil. Im letzten Moment umgerissen, auf die andere Seite übergeflogen. Knapp. Aber es hat gelangt. Jetzt ist die Frage, was ist denn genau passiert? Die Stimme vom Fluglehrer, der gesagt hat, hey, an gewissen Ort hast du nichts zu suchen, ist immer stiller geworden, immer leisiger geworden. Meine Stimme, die sagt, das habe ich im Griff, das kann ich im Fall, die ist immer lauter geworden. Und ich habe mir das auch zum Teil zurecht geredet. Ich habe gesagt, ja, aber andere machen das ja auch. Die fliegen auch in die Richtung, die fliegen auch so tief. Und so schnell passiert es, dass ich nicht auf den Rat vom Experten höre, vom Fluglehrer höre, sondern von mir. Und es wäre fast schief gegangen. Und schau, es hat auch viel zu tun. Ich muss da mal ein bisschen aufräumen auf dieser Bühne. So, ich ziehe ihn wieder mal ab. Ich fliege jetzt noch nicht weg. Aber es hat auch viel zu tun mit meinem Leben oder mit meinem Alltag mit Jesus. Oder ganz viele Sachen sind nicht dramatisch. Du sagst, Jesus ist mein Herr, ich habe ein Leben Jesus anvertraut. Oder? Aber ganz viele Sachen passieren schleichend. Oder in einem Lebensbereich läuft es gut. Und du merkst, du hast es im Griff. Und fängst langsam an, Kompromisse eingehen. Und du siehst, was andere machen. Dann sagen die andere, wie sie mit dem Ehepartner umgehen. Das mache ich auch. Und andere leben in einem Konkubinat. Das mache ich auch. Und andere sind halt auch irgendwo sehr stolz über ihren Glauben. Das bin ich auch. Das sind so schleichende Sachen. Du sagst vielleicht am Sonntag noch Herr, aber in gewissen Lebensbereichen hat Jesus nichts mehr zu sagen. Und das Seil, das ich nicht sehe, das sind die Konsequenzen von Entscheidungen, die ich ohne Gott getroffen habe. Oder eine Beziehung, die langsam schlechter wird, weil ich nicht nach Gottes Maßstab lebe. Die Erschöpfung, die kommt, weil ich meinen Terminkalender selber führe und nicht Gott frage, was hast du mir aufgetragen und was nicht. Oder die Erwartungen auf andere auszurichten, als auf das, was Gott sagt, habe ich dir ins Leben nie gegeben. Und meine Frage an dich ist, wo hast du angefangen, Kompromisse einzugehen? Wo läuft es nach deinen Gedanken, nach deinen Gewohnheiten und du hast Jesus gar nicht mehr gefragt? Oder Gehorsam oder den Willen von Gott tun, ja, das tönt irgendwie so ein bisschen nach Unterwerfung. Oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Gehorsam, Willen von Gott tun, ob das einfach etwas ist, wo du sagst, ja, easy. Es tönt irgendwie so ein bisschen nach Unterwerfung. Aber Gottes Willen tun und Gehorsam sein, da gibt es ein Missverständnis. Und ein Missverständnis, das nichts zu tun hat mit auf dem Felsen bauen.
wo es ein ungesundes oder in ein ungesundes Glaubensleben einführt. Oder wenn Gehorsam nach Unterwerfung klingt. Wenn Gehorsam einfach eine Pflichtübung ist, wo ich aus Leistung mache, damit Gott mich gut findet, wo ich etwas mache, damit Gott zufrieden ist mit meinem Leben. Das ist falsch verstandener Gehorsam. Das wird in eine Religiosität einführen, das wird in ein Ausbrennen einführen. Das wird in etwas einführen, wo ich nachher nicht mehr mag. Das ist etwas Ungesundes. Dann mache ich es einfach zum Gott zufriedenstellen oder für mein gutes Gewissen. Aber das ist falsch verstandener Gehorsam. Und das führt, wie gesagt, in eine Religiosität hinein oder in eine Erschöpfung hinein, wo ich einfach sage, hey, ich muss einfach das tun, was Gott sagt, damit er zufrieden ist mit mir. Oder, was auch ganz oft passiert, vielleicht auch nur in einem Teilbereich von deinem Leben, es führt in Rebellion hinein. Wo du sagst, hey, nein, das ist mir zu eng. Gott, ich mache alles, aber zum Thema Geld oder Umgang mit meiner Zeit, da bin ich Chef. Und Jesus beschreibt das Verhältnis von der Wille vom Vater tun, der Wille von Gott tun ganz anders. Und zwar Johannes 14, 15 steht: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber in meiner Bibel steht Freunde. Nicht Handlanger, nicht Pflichterfüller, nicht Sklaven, nicht Angestellte, sondern Freunde. Oder? Freunde steht in meiner Übersetzung. Und Gehorsam ist, der Gehorsam, den Jesus meint, ist nicht ein Gehorsam von einem Sklaven, der etwas tut, weil er Angst hat vor einer Strafe. Es ist ein Gehorsam von einem Menschen, der verstanden hat, wer Jesus wirklich ist, der aus dieser Begegnung mit ihm sagt, wow, Jesus, so gut bist du. So gut bist du für mich. Du denkst für mich, du lebst für mich, du willst, dass ich zum Fliegen komme. Und aus dieser Begegnung, aus dem Realisieren heraus, plötzlich zu merken, hey, der Wille vom Vater im Himmel ist das Beste für mich. Das bringt mich auch zum Fliegen, das bringt mich weiter. Und dann ist es nicht ein Pflichtgehorsam, weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist der richtige Gehorsam. Gehorsam ist keine Leistung, sondern basiert auf Freundschaft. Wo ich sage, ich bin so verbunden mit Jesus, ich will das. Und die zentrale Frage ist nicht, muss ich das jetzt auch noch machen? Sondern die zentrale Frage ist, vertraue ich Jesus? Vertraue ich ihm, dass er es gut meint und dass er es Gute führen wird? Und zwar nicht theoretisch, sondern ganz konkret in meiner Ehe, in der Arbeit, in der Ängste, in allem inne, in der Vergangenheit. Oder denke ich immer wieder mal so ein bisschen an meine Frau. Und es ist ja so, dass ich nicht einfach gehorsam bin ihr gegenüber, weil ich Angst habe. Oder? Ich will nicht einfach den Geschirrspüler ausräumen, weil ich dann denke, kommt das sonst mit einem Kopfklöpferleis auf die Hände über. Sondern ich mache es, weil ich sie lieb habe. Oder es gibt gewisse Sachen, die mache ich anders. Oder? Zum Beispiel, ich fahre viel, vielleicht ist es auch eine Entschuldigung, aber wenn ich Auto fahre, dann schaue ich so ein bisschen auch, dass es ökonomisch ist. Und das heisst für mich, dass ich bis zum letzten Tropfen Auto fahre. Wieso? Früher noch tanken, wie das Auto ja schwerer, braucht mehr Benzin, sondern du kannst bis zum letzten Tropfen fahren. Und wenn die Anzeige auf 0 ist, dann sage ich meiner Frau immer, ja, das geht noch 50 Kilometer, ist kein Problem, oder? Und ich habe so wie angefangen zu realisieren, dass ich anfange, das Auto auffüllen, dass es meiner Frau wohl ist. Und das mache ich nicht aus einer Pflichtgehorsam, ich muss jetzt das irgendwie machen oder so, sondern ich mache das aus einer Liebe heraus, weil ich weiss, es ist mit einer Frau wichtig, sie fühlt sich wohl dann im Auto rein, oder? Es hat genug Benzin.
Und ganz oft muss ich im Nachhinein auch sagen, meine Frau hat auch, ja, genau, hat auch recht gehabt, oder? Das ist ja das, wo man dann immer wieder sagen soll, ja Schatz, du hast recht. Was von außen wie eine Verpflichtung aussieht, wie eine Einengung, ist innerlich eine Freude, wo ich sage, hey, wenn es mir einer Frau gut geht, oder geht es mir auch gut, oder? Happy life, a happy wife, happy life. Oder? Das ist so ein Spruch, den du mitnehmen kannst. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus Herr sein lassen heisst, du darfst bestimmen, weil ich weiss, dass du gut bist. Weil ich weiss, dass du mich liebst. Weil ich weiss, dass du gnädig bist. Weil ich weiss, dass du deine Gunst ist für mich. Das ist entscheidend. Vertraue ich Jesus, dass er das Beste für mich will. Und das ist nicht einfach theoretisch zu verstehen, sondern etwas ganz, ganz Praktisches. Und der Wille vom Vater tun, der Wille von Gott tun, das ist etwas, wo nicht einfach einmal entscheiden kannst. Und da möchte ich euch auch heute Morgen für das auch einladen. Der Wille von Gott tun ist eine tägliche Entscheidung. Es braucht es immer wieder. Vielleicht in gewissen Bereichen mehr als in anderen. Es ist nicht einfach einmal. Wir haben es davon gehabt, Gehorsam ist nicht eine Leistung, sondern entspricht oder entsteht aus einer Freundschaft heraus. Und Gehorsam ist auch etwas, wo ich aus einer Identität machen soll. Wenn ich Ja sage zu Jesus, dann stirbt mein altes Ich am Kreuz. Das werden wir nächsten Sonntag haben, der Taufe. Und wir werden von Neuem geboren, eine neue Identität. Wir sind Kind von Gott. Hurra, oder? So gut. Und das passiert augenblicklich, ohne es dazu tun. Ich habe keinen Teil daran, keine Leistung. Ich habe es nicht verdient. Aber der Prozess, in dieser Identität zu leben, den Willen vom Vater zu tun, das ist etwas, wo jeden Tag ein Prozess ist. Bis wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Und der Wille von Gott tun entspricht, und das finde ich so wichtig, der Wille von Gott zu tun, der Wille von Jesus zu tun, entspricht dieser neuen Identität. Wenn du so lebst, lebst du in deinem neuen Leben hinein. Und jetzt ist die Frage, wie passiert das? Und es passiert, indem ich Jesus in jeden Lebensbereich einlade, bewusst einlade und sage, du darfst Herr sein im Umgang mit meinem Nachbarn, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit mir selber, die negativen Gedanken, die ich habe. Oder dass es nicht mehr ist, ich und meine herablassenden negativen Gedanken, die ich habe über mich. Sondern es ist neu, Jesus und ich und seine Gedanken, seine auferbauenden Gedanken, seine ermutigenden Gedanken, seine Gedanken von der Wahrheit. Und für das braucht es immer wieder eine Entscheidung. Gehorsam ist auch etwas, wo eine Kraftquelle ist in unserem Leben hinein. Jesus sagt, Johannes 4,34, das ist etwas zum Auswendiglernen, meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun. Den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollbringen. Oder Jesus sagt, der Wille vom Vater tun ist nicht mühsam, ist nicht anstrengend, ist nicht etwas, das mich auslaugt, wo mich Kraft kostet, sondern es gibt mir Kraft. Es ist so wie ein Energy Drink, oder? Man hat ja so, man darf jetzt den Namen vielleicht nicht sagen von dem Hersteller, aber es gibt so die Energy Drink, die Flügel geben, oder? Genauso, du brauchst keinen Energy Drink mehr. Sondern der Wille vom Vater tun, wird dir Kraft geben, wird dich zum Fliegen bringen, wird dir Energie geben, wird dir Energie geben, in schwierige Gespräche jetzt gehen, weil es geht nicht mehr darum, dass du gönnst, dass du gut dastehst, sondern du wirst anfangen, so zu reden, wie Jesus redet, was seine Gedanken sind. Und das wird Kraft geben, jeden Tag neu. Oder? Meine Nahrung, mein Essen,
Mein Kaffee am Morgen, mein Chateaubriand, ist der Wille vom Vater zu tun, wo mir jeden Tag neue Kraft gibt. Jeden Tag neue Kraft gibt, in seine Fußstapfen zu laufen. Johannes 14,15 heißt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Oder Gehorsam ist eine Auswirkung und nicht eine Voraussetzung von seiner Liebe. Es ist nicht so, ich koche nicht, damit Gott mich liebt, sondern weil er mich liebt. Nicht aus Leistung, nicht um Gott zufriedenzustellen. Ich tue den Willen vom Vater, weil er mich liebt und nicht damit er mich liebt. Das ist mega wichtig. Wenn wir das falsch haben, dann wird es ein Krampf. Jesus stellt uns 2 Bilder vor Augen. Das Haus A, das Haus B, beide gleich gebaut, beide schön mit Gardinen und schönen Vorhängen, alles gleich. Sehen gleich aus, wenn man anläuft, sehen genau gleich aus. Aber wenn der Sturm kommt, wird das eine bestehen bleiben und das andere wird zusammenfallen. Und der Sturm wird kommen. Das ist keine Drohung, sondern jeder, der Lebenserfahrung hat, weiß, dass der Sturm wird kommen. Und bei jedem, auch wenn du an Jesus glaubst, wenn du gesagt hast, hey, ich glaube jetzt neu an Jesus, damit kein Sturm mehr kommt, dann muss ich dich leider enttäuschen. Auch bei dir wird der Sturm kommen. Aber es wird sich zeigen, auf welches Fundament habe ich gebaut. Habe ich auf mich gebaut, auf meine Lebensentscheidungen, meine Gedanken, meine Werte? Oder baue ich auf dem, dass ich sage, ich höre auf Jesus und ich lebe den Willen vom Vater, wie es Jesus gelebt hat? Und das nicht einfach nur am Sonntag, am Morgen bekennen, Jesus ist Herr, sondern das gilt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Donnerstag natürlich auch, Samstag, jeden Tag gilt das, zu sagen, ich möchte lernen, so zu handeln wie Jesus. Und das Fundament ist nicht deine Stärke, ist nicht deine Glaubenskraft. Hauptsache musst glauben, dann kommt es gut. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht dein Bibelwissen, es ist nicht dein Kirchenbesuch, sondern dass du sagst, ich bin verbunden mit Jesus, indem ich auf ihn höre und seinen Willen tue. Und Lukas 6,49 beschreibt es so schön, weil überall dort, wo ich auf meine eigene Stärke baue, auf meine eigene Kraft, werde ich es irgendwann mal verlieren. Und Lukas 6,49 heißt, der Sturm stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jedes Hauses war groß. Wenn du auf deine eigene Stärke baust, dann wird der Fall vielleicht im Lebensbereich groß werden. Jesus fragt dich heute nicht, glaubst du das Richtige? Glaubst du genug? Er fragt, vertraust du mir? Vertraust du mir genug, dass du in jedem Lebensbereich mir übergibst und sagst, du darfst Herr sein. Du darfst Chef sein. Ich will dir nachfolgen. Ich folge dir nach. Auch wenn es schwerfällt. Und meine Frage an dich ist, in welchem Lebensbereich lebe ich aktuell nach meinen Vorstellungen, nach meinen Werten, nach meinen Impulsen, nach meinen Gedanken und Gewohnheiten, ohne Jesus wirklich zu fragen. Und ich möchte dich herausfordern, lad Jesus ein in dieser Woche hinein. Frag ihn, wo gibt es einen Lebensbereich, wo ich Chef bin? Und lad ihn dann ganz konkret ein und sag, Jesus, ich lade dich in meine Ehebeziehung ein. Ich lade dich ein, wie ich mit meiner Frau rede. Ich lade dich ein, wie ich mit meinen Arbeitskollegen rede.
Und dass du sagst, hey, jedes Mal, wenn ich in eine Beziehung gehe, in ein Gespräch hineingehe, wo vielleicht auch schwierig ist, überlege ich mir nicht, wie kann ich den anderen fertig machen, wie kann ich gewinnen, wie kann ich das Argument gewinnen, sondern dass du zu Jesus gehst und sagst, ich will deine Worte sagen. Zeig mir auf, was dein Willen ist für das Gespräch. Wo soll ich still sein? Wo soll ich etwas sagen? Wo soll ich ermutigen? Wo soll ich zulassen? Was ist dein Wille für das Gespräch? Was ist dein Wille für die Beziehung? Was ist dein Wille für den Wert, für die Gedanken, für die Ängste, die Sorgen? Das ist nicht mehr einfach nur ich und meine Angst, sondern es ist Gott und ich und seine Lösungen. Es ist nicht mehr ich und meine Probleme, sondern es ist Gott und ich und seine Probleme, weil er schaut. Gang Schritt für Schritt durch jeden Lebensbereich durch. Und nicht alle auf die Wahl. Wir haben es gelernt vorher, es ist ein Prozess, der heute anfangen tut. Wo du heute darfst entscheiden, Jesus, du darfst Herr sein. Und es ist nicht, du wirst den Sturm nicht überstehen. Du wirst nicht erfolgreich sein im Leben, weil du stark bist. Weil du genug fromm bist, weil du genug Bibelwissen hast. Weil du genug in die Kirche kommst, sondern du wirst das Leben bestehen, du wirst den Sturm überstehen, weil er stark ist. Weil er das Fundament ist. Weil er mit dir verbunden ist. Amen. Jesus. Heiliger Geist, zeig uns auf, wo gibt es Lebensbereiche, wo ich Chef bin, wo ich entscheiden tue. Und ich entscheide mich ganz bewusst heute und auch in den kommenden Wochen. Dein Wille soll geschehen, im Himmel, so auch in meinem Leben hinein. Ich möchte, dass du vorausgehst, ich möchte auf dich hören, ich möchte, dass du Chef bist, dass du Herr bist. Hilf mir, das auch zu leben, auf dich zu hören und dann den Willen zu tun von dir. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.